Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission der Blick auf Europa. Ich bin heute der Kollege Frank Engel hier bei mir und wir diskutieren ein bisschen zusammen über die Panama Papers. Wir wissen, ich habe auf dieser Platz schon ein paar Mal gesagt, von der Enquete-Kommission, ein bisschen wie das funktioniert, für was hier Möglichkeiten sind und so weiter. Und Panama Papers ist etwas, was für anderthalb Jahre, Frank, als das abgedeckt ging. Als am Anfang die Enquete-Kommission an Leben gerufen gehen, von da schafft sie an was sie geschafft hat, was hier Konklusionen sind an einem ersten Rapport präliminär. Das sieht aus der Frank. Daran ist natürlich ein ganz tragischer Fall, ein ganz tragischer Zwischenfall, und das ist das Attentat mit der Journalistin aus Malta. Noch darüber werden wir, wie gesagt, ein paar Worte verlieren. Frank, für dieses Mal vielleicht ein bisschen mehr sensibel froh, dass du als Lützeburger warst ja an der Enquete-Kommission, du hast Lützeburg da nicht ganz gut weggekommen. Nee. Wie hast du, so wie ich dich kenne, warst du noch nicht in den Kabar gezündet, da gedacht wird, geht das dann wieder hoffentlich lernen. Das heißt, wie hast du das empfunden und wie hast du damit geschafft? Bei der Teilen, das war ja Verlängerung am Anfang von den zwei Spezialkommissionen, Tax 1 und Tax 2, die wir hatten, die mehr gegen Lützeburg gerichtet wären wie die Hai. Ja. Weil die früher, die haben wir ja gesagt, am Anfang als Reaktion auf LuxLeaks-Revelationen damals. Ja. Panama-Enquete-Kommission war eigentlich die direkte Konsequenz aus der Panama-Leaks-Geschichte. Mossack Fonseca und andere Firmen, notamment Mossack Fonseca, die zu Panama steht, von Panama aus Offshore-Gesellschaften abgerichtet für allmählich große Betriebe, wo natürlich auch die dabei waren, die zu Lützeburg auch angesiedelt sind, wo man also Rematten drauf war. Wenn ich von ein paar surexitierten auf der extremen Linke gesehen, Kommunisten, einzelne Geringen, die sowieso nicht können leiden wie Madame Jolie, ja. Aus anderen Gründen. Ja. Dann ist das nicht so, wie wenn in dem Kontext als Lützeburger permanent bei einer Butterschmier zum Frühstück rangeholt gehen. Ne? Die meisten Kollegen wissen ja auch, dass die Länder alle Guten an der Zeit Praktiken in der gelöscht haben, die am Anfang an der Substanz hechen, steht für ihn als einem Nopper Steuerparadies. Ja. Wir haben die Engländer mehr hingehabt wie andere, zu denen gehören wir auch. Gezielte Geschäftsmodelle entwickelt, wie Großbritannien auch. Ja. Großbritannien, an Holland, an Belgien, Malta, Zypern. Ja, an mir auch. Das lässt sich auch schlecht negieren. Und ich habe das nicht negiert, wenn ich da war, weil das gar nicht bringt. Es kämpft sich ja nicht damit, wenn ihr seht, alles, was wir gemacht haben, war immer nicht nur rechtlich, tipptopp an der Reihe, aber auch nachher moralisch. Das wäre es nicht. Nee. Das muss in aller Deutlichkeit sagen. Ich habe ein akutes Problem damit, ehrlich. Wenn ich mir angucke, dass alle Menschen soll mit 2.000, 3.000 Euro netto besteuert, wie das das Gesetz vorschreibt, nämlich mit 10, 20, 30%. Und da kommt dann irgendein grosser Betrieb und geht auf Lützeburg oder auf solchen Platz, verhandelt sich da ein Gesamtbesteuerungstor von einem halben Prozent. Ja. Das geht nicht. Ja. Und ich kann auch nicht verlangen von den Leuten, nicht bei uns, mir schon gut nicht da, wo sie nach mir heiß besteuert wie bei uns. Am Mann von Dingen. Dass die das auf Dauer witzig fanden. Also muss man gegen die Sachen zusammen führen. Darum gehen dann der Kommission, und ich meine noch bei uns, dass die Praktiken da ja nicht mehr wirklich auf der Dauersetzung sind. Du hast du die paar Punkte wie Steuerflucht, Steuerhinterziehung, auch Blanchiment, du hast du da geschnitten. Du hast es aber so, dass man einerseits als Europäische Union relativ limitiert sind, andererseits natürlich auch als Enquete-Kommission. Ja. Und auch natürlich hast du doch Steuern als Kompetenz von den Memberstaaten. Was sind dann ein bisschen so die, dass man gezählt wieder geschafft hat, was das dann rauskommt, oder was sind Ihre Rekommendationen für da ein bisschen vorzukommen? Also, die Rekommendationen sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen ja noch am Plenum stimmen. Das war an der Kommission letzten Mittwoch. Eine relativ chaotische Sitzung, 4,5 Stunden hat das gedauert, für sowohl der Rapport einerseits wie auch die Rekommendationen andererseits durchzustimmen. An der Substanz ist es so, dass die Moral von der Rekommendationen ist, effikaz und effektiv Besteuerung von allen Menschen an aller Aktivität, egal wo das ist.
An recht sind dann mittlerweile für dahin zu kommen. Darin auch so originell Sachen, die wir auch weiterhin am Parlament werden debattieren, wie die gemeinsam konsolidierte Besteuerungsgrundlage für Betriebe und so weiter. Das auch zu Lützeburg nicht kein unsensibles Sujet aus, wo man muss gucken, wie man es da anlegen. Ich finde vom Prinzip her auch für die Sympathie. Weil wenn wir es nicht fertig bringen, innerhalb von der ganzen Union, dafür zu sorgen, dass nicht nur mit Bilan, aber auch Transaktionen, Finanzfluss und Ähnliches von den großen multinational agierenden Betrieben halbwegs verständlich durchgestellt gehen und nachvollziehbar sind. Ja, dann machen wir bis auf Weiteres entweder Vermeidung da oder Vermeidung da oder Vermeidung da. Aber wenn Mittel hat, für sich das Steuerbüro an Ausrechnung der Zoll und an Ausrechnung der Qualität zu leisten, der profitiert davon. Aber wenn ein anständiger kleiner Betrieb ist, dem Signal machen und nicht will massiv Ressourcen in Steuervermeidung investieren, dem möchte das nicht. Das ist ein ungerechte Situation. Lo hatte ich ugangs gesot, mal Lützeburg as lo immer da nimmt gin méi vimi schlimm as et op Malta. Die hut festgestellt oder die hut erlieft, so Lommel dat Malta absolut net mat Dich ze Summe geschafft huet. Einerseits ass wie im Ugangs gesot hunn den tragischen Dout vum Dan Galizia do Dragefall vun der Journalistin, wat sie als Person am Fong hawer eich geholle huet an der ganze Sache. Sie huet viel an dem Sumpf vu Korruption a vun Machenschaften, dubiöse Geschäfte huet sie viel rondem gestachelt, dann noch regelmäßig Informationen geliefert. Dat huet Dich natürlich nach méi getroffen méi fir d'réck kommen op Mal der wat ass do lass. Also wenn man das weißt, da weißt du mal schon etwas, was man hoffentlich an engem oder 2 oder 3 Jahren wissen. Tatsache ist, dass auf Malta der Rechtsstaat ausgeschaut ist. Sehr wahrscheinlich, als auf Malta die aktuelle Regierung am wahrsten Sinn vom Wort kauft, notamment für so Plätze wie Aserbaidschan, Russland. Am Kader von den Panama Papers ist ja abgetaucht, dass am Umfeld vom maltesischen Premier, sein Chef de Kabinett und den damaligen Minister Offshore-Konten hatten, die notamment aus Aserbaidschan mit Geld gefüllt wurden. Für welche Leistungen allerdings, aber für das ein bisschen Offshore-Konten sind, und alles das war nicht wirklich ersichtlich. Kurz danach ist doch nach dem Premier seine Frau abgetaucht, an denen selbst mit auswählen konnte, mit aserbaidschanischen Zuwendungen. Und du zum nicht beim Premier selber, weil dem seine Frau von ihm unbekannt und ungewusst, das soll gemacht geht ja nicht wirklich. Bref, es gibt viele Inhaltspunkte, und darüber haben wir auch mit der Frau geschwärzt, wie wir auf Malta waren, für uns zu holen, dass Korruption bis an Spitzenkreise von der maltesischen Regierung in ganz großem Stil grassiert. Du hast Frau tot. Weil sie 7 Monate nachdem die Revelationen von hier mit uns zusammen diskutiert wurden an die maltesische Regierung es strikt refusiert hat, mit uns zu sprechen. Der Premier trotz Situation nicht zugetreten ist. Sein Chef de Kabinett auch nicht, den früheren und lorem Minister, den inkriminiert, das auch nicht. Als die Journalistin dann von einer Autosbombe zerfetzt ging, wird no alle rechten Erkenntnisse, die heute ja sehr, also in einem Fall noch kein hobbymäßig zusammengebastelte Affäre war, mehr ein ganz solid, professionell Bombe. Also stellt sich natürlich die Frage, wofür muss die sterben? Wenn sie an ihrem Leben, was sie gemacht hat sie nicht gemacht, für Madais gut zu sein. Ne? Die hat das einfach gemacht als Investigativjournalistin, die aus dieser Überzeugung ob Malta einfach versicht hat, herauszufinden, wer an ihrem Staat faul ist. Das steht abzudecken und dann natürlich auch mit gemeinsamer Hilfe dann noch den Moment abzugehen. Und für sie wäre mir eine sinnvolle, eine willkommene Verlängerung von ihrer Arbeit, weil sie selber totgeschwiegen, bedroht, gut Morddrohungen an der Woche 4 in ihrem Tod. Für mich Kraft, damit Sichtbarkeit draußen zu kriegen. Hört sich doch mal den maltesischen Police gewandert, hat gesagt, das mengt nicht. Brutal, Also da sind wir schon auf einem Platz, wo ich hoffe, dass wir bei uns nie werden kommen, und auf anderen Plätzen nie werden kommen, aber wir müssen das mal erklären. Das ist für mich nicht dauerhaft vorstellbar. Dass in einem Memberstaat von der Europäischen Union
Et zo geht wie am Chicago von den 1920er Jahren. Das ja an der Debatte gesot gin an das jo der Familie am versprach gi Familie ha wo man wirklich eng Undeel am gehollen, die ganz berehrend war, ganz ergreifend war. A wo ich auch muss so wo ich auch Deierlichkeit gespurt vum Parlament fir do Hand run zu bleiben, fir der Sechsmittel zu gin. Vielleicht nach schüss der Lächtwur zu der das am Anfang wie du gesot wirst, dat hecht dat fir präliminäre Bericht oder nas net ganz aufgeschlossen oder so. Mit trotzdem so muss hoffen oder kannst du bis versprechen de Leute hier Hoffnungen echt so fir der Saison de Bericht de bringt oder wie geseist du? Also ich menge jo dat et ein Problem am gleichzeitig wo Lesung so gëtt Problem ass. Mir hu selbstverständlich net dat könne machen, wat man hätte könne machen, wann man eng Nationalenquetekommission gewesen. Ja, die huet viel mehr Rechte, die kann e viel eng Nationalenquetekommission huet Pouvoir vun engem Untersuchungsrichter. Ja. Lo gëtt kind net wie gelos hun an net der Schenge sinn an so. Mir hätte jo do lochtech Momente mat not en ganze Reihe vu grosse Betrieber. Ja. Dei gemengt sie hätten dat net neidech, dat wär schon an der Taxkommission so. Ja. Den awer dugent finde gesot 2003. Die mussten net kommen. Mir Märe sinn Accessbatchen zum Parlament annuléiert. Well engerseits permanente WH hin auf Hanne, wann es geht fir sich selber Lobby zu machen. An da wann den enke soll eng vorbeantworten, dann er se zoständig an disponibel, dat geht net. Die kreiert op wenn se do. Also dat leng huet schon viel bewirkt. Do geholle wann. Ich menggen andererseits dat het einfach eng gesamteuropäisch, wahrscheinlich eng global Prise de Conscience gëtt, dat do Sache sind die nimi ginn, dat het net normal ass an dat het net akzeptabel ass, dat die dat meesten Geld hunn. Dofen awer och no Kesu willen ofgehen fir allgemeng Dingschlichtungen, allgemeng Staatsleistungen, Umverdelung mat möglich zu machen. An dat einfach wo zo derbecht vun der Haier Kommission noch beidreht. Mir lesen de Problem net allng vun Haut op Mä. Et war gut, dat die Kommission gouf an enger öffentlicher Meinung, die se mir gif der Lofleisch denke man. Wir hun dazu beigedrohen, dat muss vun de Staaten nicht gehol gin. Wir muss auch ophalen innerhalb von einzelnen Staaten, mit auch an der Europäische Union. Alkes van Betrieber als sommer lewe man, wann dat do merkt, da gi mir as Doban ze gon, Di ginn net hier we. A was se hier we kann de März zo. Ja, mir sind die reichste Mät vun der Welt mat enger halber Milliard Konsument. Wen de verleist, wëssen dat Repressalien kommen. Ja, doch bei den als geschäftsmäßig net ganz bei mir muss einfach auch do de gemeinsame Courage fir ze so mir reiden lo 4. Mir hunn am Süde vun als beispielsweise nach Kontinent op Been zu stellen. Dafür werden man Geld brauchen. Et geht jo net dat en ganz reif vu grosse Minnekonzernen sich an Afrika domm an dämlich verdingen, aber man gerne Steuer vun den hätte, fir dat können ze verdelen. Dann hunn segen de Seger Bürgen enger komischer karibische Insel as net zoständig fir Bezölle versteiert. Dat geht net méi an dafür muss mat schlussen. Dat auch gut dat mé geht an dat auch dat was zugeschwert kann sich mir verstoppen han das jo legal. Dat hecht alles wat de moment nach legal ass muss net unbedingt moralisch sinn an do schaffen wir an fir die moralisch. Dat lass iwwer Gott sei Dank die lacht Jore geändert huet so fell vu Steuerhannerzeiung nenne lo keng nimm. Dat wäre für 10 Jahre wäre de Kavaléier Delikt gewircht, dann haut gin die Leute an der Prison, dat fand ich ganz richtig. Aber dat als Schlusswort leif Leute schaffen die heute lo neue Erkenntnisse krit, wie man schaffen, wie man funktioniert, fir wat man antreten. So nicht Merci fir no gucken bis die nächste Woche.